Wir sind zurück bei Splatoon 3 mit dem nächsten Splatfest. Und zwar ein Splatfest der ganz besonderen Art. Wer ist mit dabei? Wer kann jetzt die Welle? Oh wei! Ja, wir sind auf Sendung. Geil, Mann, ich freue mich. Tja, die besondere Art ist die sogenannte Triforce Art / Legend of Zelda Art. Ja, genau, es geht darum, was ist, nachdem du strebst? Klingt wohl ein bisschen doof, aber ist so. Entscheiden wir uns für Kraft, Weisheit oder Mut. Die drei Triforce-Fragmente, die es ja in den, sag ich mal, meisten Spielen gibt, wa? Das Triforce ist nicht in jedem Zelda-Spiel enthalten, aber in den meisten. Und, ja, du kannst natürlich auch sagen, andererseits, willst du Ganondorf, Zelda oder Link? Und natürlich das Ganze deswegen so interessant, weil ja knapp einer Woche oder weniger als einer Woche, wenn das Video hier raus ist, erscheint ja endlich nach langer Zeit das neue Zelda-Spiel Tears of the Kingdom, was ja, so hoffen wir, doch wieder ein neuer Meilenstein in der Legend of Zelda-Serie ist. Doch dazu später mehr. Also, wie sieht es momentan aus? Also die erste Halbzeit ist bereits vorbei, das heißt, wir können nachher direkt mit den 3-Matches loslegen, unter anderem. Yeah, Mann, Team Kraft! Ja, ihr müsst wissen, ich habe mich mal für Team Kraft entschieden. Ja, warum liegen wir nicht vorne, Mann? Nee, es tut mir leid. Nee, Team Kraft ist vorne, ist geil. Jetzt Aufgaben, Team Mantorobü. Wobei, liegen wir mit Team Kraft schon zweimal vorne. Weil, es gibt ja mittlerweile bei Splatoon 3 im Splatfest gibt es ja quasi mehrere, ich sage jetzt mal Challenges, wo entschieden wird, welches Team hat gewonnen, diesen Step quasi. Und der erste ist eigentlich immer schon die oder die Aufwärmphase quasi, bevor es eigentlich das Splatfest schon beginnt. Macht Beute, Leute! Wir machen Beute, Leute! Hä? Okay, gut. Währenddessen werden die Arena aktualisiert, dann natürlich auch sehr schön. So, jetzt aber super Kraftfan. Ganondorf wird sich freuen. Ja, der Grund, wieso ich mich für Ganondorf entschieden habe diesmal, weil sonst bin ich eigentlich eher Team Link. Ganz kurz eine Kapsel kaufen. Okay. Effekte müssen wir noch drauf haben irgendwo. Ne, nichts mehr. Okay, ganz kurz was kaufen. Moment, es geht gleich weiter. Hallo, herzlich willkommen. Was nehmen wir Schönes? Vor allem dein Team. Nehmen den hier. Wir haben natürlich nichts gegen Teams und so, aber die Dinger sind so teuer, da will ich es lieber für Teams aufsparen, wo ich dann mit denen mitfighte. Also im Sinne von, wo es Teams sind, die ich auch selber so kenne und so. Also, die ganzen Matches machen erstmal noch normalen Kampf, zum Aufwärmen quasi, Nachstürzen und die Dreifachkämpfe. Bin echt gespannt, hey, ich meine, generell können wir uns natürlich vorstellen, dass das so ein Splatfest ist, wo die Teams relativ ausgeglichen sein dürfen. Hatten wir in der Vergangenheit bei Splatoon 3 eher so einen Fall, dass gewisse Teams nicht gewählt wurden. Aber hier, ich meine, sorry, Ganondorf, Zelda, Link, Schrägstrich, eben Kraft, Weisheit, Mut, du wirst da alles haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwie ein Team, ja gut, vielleicht Team Link oder doch Team Ganondorf bevorzugt, das können wir eher vorstellen. Dann aus dem Grund, weil Link ist halt immer der Held, der jedem gefällt. Und Ganondorf hat aus dem Grund, und das ist auch der Grund, wieso ich jetzt mich hier für Ganondorf entschieden habe. Der ist jetzt hier mit Tears of the Kingdom, ist es vielleicht ein kleiner Spoiler, andererseits die Trailer und so, die offiziellen Trailer sind ja alle schon draußen, mittlerweile bestätigt, von seinem Nintendo, dass halt Ganondorf wieder vorkommt, nicht nur Ganon quasi, als Schattenbestie, ohne Sinn und Verstand wie in Breath of the Wild, nein, hier Tears of the Kingdom ist Ganondorf dabei. Ich bin auch schon mal sehr gespannt, dass ich das in die Story einfügen soll. Also die Story, vor allem diese Story entwickeln wir vom Spiel selber. Aber natürlich auch, wie sie dann Tears of the Kingdom in die anderen Zelda-Spiele quasi integrieren wird, in die Timeline und so. Und natürlich auch schon gewiss viele Theorien. Die sind zum Teil auch ein bisschen auf Tears of the Breath of the Wild bezogen. Auf
Aufgrund dessen, dass man bei Breath of the Wild nicht genau weiß, welche Timeline gehört das jetzt und so. Es gibt auch solche, die sagen, wir gehören gar keine bekannte Timeline, das ist eine komplett neue. Aufgrund der Ereignisse aus Skyward Sword, wo man theoretisch gesehen sagen könnte, hey, es gibt dort 2 Timelines. Und eine davon ist die, die wir sonst auch kennen, mit Ocarina of Time und nachher den ganzen Timelines wie die Erwachsene, die Kindreihe, die gefallene Held-Timeline quasi. Dann nehmen jetzt Ganondorf seit Twilight Princess, mein Twilight Princess war 2006 etwa erschienen ist. Also quasi seit 17 Jahren zum ersten Mal mit Ganondorf zocken kann. Ein Tool schon Punkt. Der einfach nur episch ist. Der im Überblick kannte ihn also wie ich, krass. Genau. Nach so vielen Jahren nochmal mit Ganondorf. Mal gucken, wie übel er im Spiel sein wird. Ich meine, anhand der Trailer weißt du schon, dass er sehr übel ist. Ich frage mich halt, ob das Schweifwasser wieder vorkommen wird. Also, vor allem erwähnt wird. Theoretisch hatten wir das Schweifwasser schon in Breath of the Wild, behaupte ich zumindest, auch wenn es nicht explizit erwähnt wurde. Und ja, ein weiterer Punkt, wieso ich mich für Ganondorf entschieden habe, oder in Kraftfahrt, das war aber eher scherzhaft gemeint, wo ich es damals erklärt habe. Weil mir dachte, hey, seien wir ehrlich, Weisheit brauche ich gar keine mehr. Weise genug. Mut brauche ich irgendwie auch keinen aktuell. Kraft kann man immer gebrauchen. Aber ist natürlich Mumpitz. So. So viel habe ich nicht gemacht. Nein! 2 Punkte! Alter, fuck. Ich hätte schwören können, wir hätten gewonnen. Ich hätte schwören können, ich hätte hier auf der Map mehr Rot als Grün gesehen. Alter, leck mir am Arsch, ey. 2 Punkte. Ich frage mich, ob es überhaupt einen Unentschieden geben könnte, nur rein theoretisch gesehen. Oder ob, wenn halt die Fläche theoretisch unentschieden wäre, ausgefüllt wäre, ob es dann ja halt noch eine Option gibt, dass dann halt anhand der Kills berechnet wird. Könnte ja auch sein. Naja. So. Ach, die Dreifach-Matches machen wir noch mit dem Roller aktuell. Nachher mal gucken, ob wir noch miteinander wechseln. Tintentyrann wäre theoretisch eine Variante, aber also Tintentyrann halt als ultimative Waffe nachher. Jetzt habe ich wieder diesen Schild. Aber jetzt eigentlich wieder für das hätte entschieden aufgrund der Sekundärwaffe. Weil ich finde, so eine Curling-Bombe bei einer Map, wo man einfärben muss und wo es nicht um Kills geht, ist eigentlich schon praktischer. So, ist es jetzt diese spezielle Triforce-Map oder was? Triforce-Map oder was? Ah, Team Weiß in der Mitte. Mhm. Liegen Ganondorf gegen Zelda. Schräg. Obwohl, da gibt es eher auch so eine Theorien, wa? Bei Breath of the Wild weiß man ja zu Beginn des Spiels, oder was zu Beginn? Wir haben das erste Mal, glaube ich, in Kakariko ist und auf Impa trifft, die erzählt einem die History von Ganon. Was dort heißt Calamity Ganon, also das Unheil Ganon, wie so schön genannt wird. Und da haben wir auch schon das ein oder andere Mal gefragt, auf dieser Zeichnung, wo man gegen Ganon kämpft, sieht man Zelda, oder eine Version von Zelda halt, mit dem Triforce, okay. Wird halt irgendwie ihre Macht sein oder so, ihre göttliche Macht, whatever. Was mich da mehr irritiert, ist der Held, der das Bandschwert führt. Ich meine, er sieht vom Gesicht her nicht aus wie Ganondorf, aber von den Haaren her. Lange rote Haare. Ich meine, in welchem Zelda-Spiel hat der Link schon mal rote Haare? Ich habe natürlich auch Zelda-Spiele, mit Twilight Princess, wo zum Beispiel Zelda mal braune Haare hat.
Liegt halt eher daran, dass halt das Spiel generell ja düster war und deswegen so etwas Helles wie blond machen wollte. Ich meine jetzt nur rein theoretisch. Gab es mal ein Spiel, wo Link andere Haarfarbe hatte? Der ist eigentlich immer so eher braun unterwegs. Blond auch eher... Ja, wobei... Ja, dunkelblond würde ich eher sagen. Zelda ist schon eher diejenige mit hellblond, da müssen wir ehrlich sein. Die Map ist irgendwie scheiße für den Rollermaker gerade. Naja. Gibt es ja auch viele, die irgendwie denken, okay, bei Tears of the Kingdom wird es ein bisschen besser erklärt. Weshalb eben da, ich sag jetzt mal, der Held aus Tears of the Kingdom, der alte Held vor 10.000 Jahren, aus welchem Grund, dass der halt so eine Haarfarbe hat. Ah, Mist, fast. Den dritten noch killen müssen, war. Ah, ich dachte, ja, das war jetzt so eine... Ja, komm, hast du 2 gekillt, reicht, gehst durch, aber hätten den dritten noch holen müssen. Ich glaube, da oben freie Bahn gehabt. Bittere Pille. Team Weisheit, da hat Zelda uns angezeigt. Rennt mich ein bisschen an Breath of the Wild in realer sein soll. Weil, seien wir ehrlich, egal wie viel du bei Breath of the Wild jetzt gemacht hast, von der Story her, an allen Sidequests und so, dass das komplette Spiel quasi durchgespielt hast, oder ob du direkt nach dem Beginn des Spiels zu Ganon gegangen bist. Am Schluss war Zelda, die alles weggefegt hat. Ja, war man sehr auf Tears of the Kingdom. Aber ich glaube, das geht jedem Zelda-Fan so, beziehungsweise vermutlich nicht nur jedem Zelda-Fan, sondern natürlich auch sonstigen Nintendo Switch-Spielern. Bleibt das auch mal so vorsichtig. Du hast der ganze Open-World-Faktor, wa? Ich glaube, es ist ja also was heißt glauben? Doch, ich glaube. Also, was wir wissen, eben ist diese Fortsetzung von Breath of the Wild, okay, also so ähnlich wie Majora's Mask zu Queen of Time oder wie Phantom Hourglass zu The Wind Waker. Ich sage jetzt deswegen die Spiele, weil es geht ja auch um denselben Link quasi, in dem es weitergeht. Gut, du könntest natürlich auch Zelda 1 und Zelda 2, Link Adventure noch dazu zählen, aber da ist, naja, ich zähle das mal nicht dazu, weil die schon so uralt sind und ich sie persönlich noch nie gezockt habe, weil ich jetzt genau weiß, wie es jetzt da drin und so, also in den Spielen selbst so die Beziehungen zueinander sind. Und vor allem auch noch aus einem ganz anderen Grund. Jetzt ohne irgendwie zu sagen, ne, Zelda 1, Zelda 2 sind scheiße. Aber Zelda 2, Link's Adventure, haben sie ja das Spielprinzip umgestellt, die Steuerung und alles. Im Vergleich zum ersten Zelda. Das hast du ja bei den anderen Fortsetzungen. Bei den anderen Fortsetzungen, wie eben bei Majora's Mask zu Ocarina of Time, bei Phantom Hourglass zu Spirit Tracks, zu Wind Waker, eigentlich nicht. Gut, doch, Phantom Hourglass, Wind Waker auch. Ein bisschen. Weil Gamecube-Spiel nachher sag schnell, ein DS-Spiel. Stimmt, was kann man ganz vergleichen ist eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist jetzt Wind Waker von dem Hourglass, das passt überhaupt nicht dazu, merke ich gerade. Also was ich gerade erzählt habe, ist totaler Quatsch. Gut, das ist nichts Neues, aber jetzt mehr als sonst auch. Schon jetzt erwischt. Ah, die Kölnbombe, okay.
Quatsch aus dem Grund, weil die anderen Spiele waren ja immer direkte Fortsetzungen. Also nach Zelda 1 kam Zelda 2 direkt raus, macht irgendwie auf dem Namen her Sinn. Nach Ocarina of Time kam direkt Majora's Mask. Und jetzt nach Breath of the Wild kommt auch direkt Tears of the Kingdom. Und ich glaube, bei den Fortsetzungen ist sie doch, worauf ich eigentlich ursprünglich hinaus wollte, weil ich jetzt hier irgendwie so verquatscht habe. Also bei den Fortsetzungen ist irgendwie immer so, dass normalerweise ein Zelda-Spiel, wenn man das Spiel startet, Link ist derjenige, der pennt. Zu Beginn des Spiels. Da ist ein alter Klassiker, ist einfach so fertig. Das ist bei den Fortsetzungen aber eigentlich nie so. Aber Fortsetzung, Entschuldigung, bin gerade ein bisschen verwirrt. Hab ich jetzt ein Ding aufgenommen oder der Kumpel? Weil ich hatte ja den Super Move noch drauf. Also war da in diesem Zustand halt. Das irgendwie auch einen Einfluss darauf hat. Krass. So. Ja, eben deswegen, weil halt Ding dann irgendwie nie schläft zu Beginn des Spiels. Ganz zu Recht auch, ob das dann diesmal auch so sein wird. Die Chance ist groß, dass Link mal ausnahmsweise, dass Link wieder mal in einem Zelda-Spiel zu Beginn weg nicht schläft. Alter, obwohl wir Dinge gesammelt haben, verloren gegen Zelda, das ist bitter. Die uns einfach abzieht, hey. Die Alte. Ja, wie gesagt, ich habe dabei Tears of the Kingdom doch einige, ich sage jetzt nicht Erwartungen, ich sage eher Hoffnungen. Weil Erwartungen klingt irgendwie so von wegen Erwartungen an Spiel, hä? Ich meine, klar, ist ja kein Gratis-Spiel, ich meine, zahlst du dafür und so. Wir haben noch lange darauf gewartet, klar. Aber grundsätzlich ist es trotzdem ein Spiel, worauf wir jetzt irgendwie keinen Einfluss haben bei der Entwicklung, sprich, die Entwickler sind ja frei, wie sie es gestalten wollen, aufbauen wollen, etc. etc. Ich hoffe halt zum einen, dass es wie Breath of the Wild ein Open-World-Spiel ist, noch so noch bleibt. Man deswegen auch noch die freie Wahl weiterhin hat, welche Dungeons man in der Reihenfolge machen will. Aber du halt dazu verpflichtet bist quasi, trotzdem nicht wie bei Breath of the Wild zu sagen, okay, ich habe keinen Bock auf die Story, ich gehe direkt zu Ganon und beende das Spiel fertig. Sondern dass du halt trotzdem zuerst mal die Story machen musst. Also quasi das Spiel fast 100% haben musst, bevor du überhaupt einen Endboss machen kannst. Das zum einen, zum anderen hätte ich gerne noch mehr Infos zum Triforce in dem Spiel. Oder deswegen, wenn man es ein bisschen besser in die Timeline anordnen kann. Und, was hofft man noch? Ich überlege gerade. Eigentlich jetzt nicht mehr so viel. Und natürlich halt das, was ich sowieso bei solchen Spielen immer gerne habe, dass die Story halt spannend bleibt bis zum Schluss. Mist. Fast geschafft. Also spannend bleibt auch in dem Sinne. Aber schon mal erzählt von wegen, ja, was ist bei mir wichtig vor allem bei einem Zelda-Spiel, das halt auch spannend bleibt und gewisse Wendungen hat, mit denen man nicht rechnet. Kann man ziemlich schnell erwischen mit seinem Wandenschwapper. Ja, Wendungen, wie zum Beispiel bei Twilight Princess oder bei Ocarina of Time. Dort war es jeweils, nachdem man die ersten 3 Tempel gemacht hat. Dass Dinge passieren, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Also bei Twilight Princess, Ah, Mann, ich war doch schon weg.
Ah, hier oben stehen ist echt doof, du bist einfach so die Zielscheibe. Du. Aber ich glaube, da machen wir ja weniger doch so mit der Story, das nicht spannend sein könnte. Die war halt bei Breath of the Wild, müssen wir ehrlich sein, die waren doch ein bisschen zu vorhersehbar. Also zumindest kam es mir so vor. Ein coolen Team zu sein. Okay, wieso haben wir das so schnell bekommen jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber warte mal, spielen wir gegen Team Link, wa? Also gegen Team Mood. Entschuldigung, haben wir gar nicht gemerkt. Ich würde gerne mal mit Team Ganondorf in der Mitte stehen. Kannst du mir nicht erzählen, dass es so wenige gab, die sich für Ganondorf entschieden haben. Und ja, damit natürlich die Frage schon mal vorwegzunehmen. Ich wäre natürlich... Oh, wir haben gewonnen, krass. Wäre natürlich, ab Freitag ist geplant, also ab Freitag, ab Release halt, Tears of the Kingdom zu zocken. Ich muss halt gucken, wann ich es bekomme. Es kann sein, dass ich erst am Freitag direkt bekomme. Dann geht es halt nicht, weil ich Freitag erst am Mittag dann wieder zu Hause bin. Wobei in der Regel kommt das Spiel erst am Mittag, also die Post halt. Dann will es ja nicht mehr schaffen, ne? Aufzunehmen und dann direkt hochzurennen, also encodieren, doch rendern, encodieren. Das könnte ich in der Zeit noch schaffen. Das Problem ist aber die Verarbeitung bei YouTube. Bis die dann so 2K oder 4K Videos verarbeitet haben, dauert doch ein paar Stunden. Das heißt, werden wir vermutlich Samstag werden, wenn ich es eben erst am Freitag bekommen sollte. Sonst, wenn ich es am Donnerstag schon habe, dann natürlich der erste Part am Freitag. Also, außen natürlich kommt noch irgendwas dazwischen, was ich nicht hoffe. Wieder gegen Team Mood. So. Aber natürlich, bei Tears of the Kingdom hoffe ich natürlich schon, dass Link und Zelda gewinnen, nicht Ganondorf. Aber jetzt einfach hier trotzdem mal gerne die Konstellation, dass wir mit Team Ganondorf quasi in der Mitte stehen. Weil es würde irgendwie auch passen. Link, Zelda gegen Ganondorf. Ja, Mist. Da gehe ich mal ein bisschen strategischer vor und gehe mit meinem Kumpel nach vorne und guck dann. Ja, wie ich halt am besten zuschlagen kann, wa? So, jetzt eh nix. Nein! Hätte ja funktionieren können. Ist ja noch interessant, war? Der Gegner kommt kaum hier hoch. Gut, stellen wir uns wieder ein bisschen schwierig vor, von der seiner Seite her. Oh, gab es so einen Wandschwapp oder so etwas? Das Waffe wäre hier viel geiler. Ah, Mist, ich dachte, nur noch einer
Nur der da. Die anderen waren glaube ich schon am Refactor und also wieder aufladen. So, komm, es sind nur noch 2. Natürlich auch gemein, dass uns Team Weisheit hier, also Team Zelda, eigentlich auch wieder abschießen kann. Wow, ich will noch markiert werden. Nee, nee. Ist schwierig. Ist echt schwierig. Man kann ja einfach das ganze Tier stehen und die Dinger hier schmeißen. Obwohl, warum eigentlich nicht? Ja, wenn er natürlich K.O. ist, geht's eh nicht. Komm. Das wäre was anderes gewesen, wenn mein Partner jetzt noch leben würde. Wenn wir unser zweiter hochgehen würden. Einer im Nahkampf, der andere schießt Dinger hoch, dann geht das. Dann kannst du das machen. Oh, super, ey. Ja, Mann, die Kills kriege ich schon, aber das nützt mir nichts. Das bringt doch nichts, Freunde. Das bringt nichts. Okay, ich erstmal ganz kurz die Waffe. Ich versuch's mit dem Mannenschwapper. Was anderes, wo ich vor allem jetzt sekundär und mit der Spezialwaffe irgendwie das Cooleres hätte für die Map. Ne, kommt auch kaum vom Fleck. Klecksroller, Medusa. Halt hier die Haftbombe. Ich wollte dann sowas mit einer Klecksbombe noch. Ah, gut, komm. Versuch's auch mit der. Und versuche dann eigentlich meinem Partner quasi Rückendeckung zu geben. Ach ja, ich bin echt gespannt, ey. Ganondorf, Zelda und Link. Schon cool deswegen, dass man Splatoon 3 jetzt auch die Dreifachkämpfe eingeführt hat, beziehungsweise eben gesagt, hey, du kannst auch 3 Teams wählen. Also zwischen 3 Teams wählen. Natürlich bei sowas wieder etwas, was perfekt passt. Bei anderen so von wegen, ja, weil das Fabelwesen, du hast Nessie, Aliens und Bigfoot. Denkst du auch so, ja, okay. Das hier ist schon cool. Das Triforce selbst in der Form ja nicht vorkommen. Ne? Also die 3 Auswählten da sind, jeder mit einem eigenen Triforce-Fragment. Da ist auf Tears of the Kingdom auf Breath of the Wild aufbaut, Entschuldigung, macht das irgendwie keinen Sinn. Also, hab ich das Gefühl. Aber lassen wir uns überraschen. Natürlich auch die ganzen Gimmicks, die wir kriegen. Und doch, jetzt weiß ich, was ich ursprünglich gehofft hatte. Dass das ein Schickerstein, den wir auf der Wahl bekommen haben, dass der trotzdem auch noch in Tears of the Kingdom eine Funktion hat. So ähnlich wie damals mit Ocarina of Time Majora's Mask, weil Majora's Mask, das ist halt trotzdem noch die Ocarina. War nicht die Ocarina der Time, okay, der Zeit, okay, aber es hat trotzdem Ocarina, in der du halt, oder die Zeiten, doch, nee, war nicht Ocarina, Entschuldigung. Naja, oh, Entschuldigung, ich weiß schon, was ich meine. Man trotzdem Items vom Vorgängerspiel quasi noch weiterverwenden kann. Ich bin mir gerade ein bisschen Brain aufgehabt. Da war die Ocarina. Majora's Mask oder die hat doch auch die Ocarina der Zeit. Da können sie die Zeit zurückdrehen. Das ist doch nicht normale Fehl-Ocarina.
Nein! Oh, er war so kurz davor. Ja, wenn ich unten stehe, ist es nicht so eine gute Idee. Jetzt hier mit der Waffe. Ich muss schon eher hier oben stehen. Da hinter meinem Partner quasi. Okay, war natürlich auch doof. Ja, dass er einen Blaster hat, ich mein. Da wäre jetzt so eine Nahkampfwaffe, wäre besser bei ihm. Er ist wieder tot, Mann, ey. Anderen Team, oh. Toll. Ah, Mann, das klappt heute einfach nicht so. Jetzt kann Team Gandalf nicht in der Mitte sein, das wäre viel epischer. Hass, Frustration. Ja, der Wandschwapper. Eine Long-Range-Waffe und eben als Unterstützung ist er schon cool. Kann man so machen. Aber hätte ich jetzt gewusst, dass der andere einen Blasen nimmt, ich lieber einen Kalligraph, also einen Pinsel genommen, einen breiteren Pinsel. Aber ist hier der kleinere Pinsel sogar noch besser. Der Map. Aber es war einfach eine coole Map. Keine Frage. Erinnere mich ein bisschen an Splatoon 2, da gab es ja zum Teil auch so spezielle Splatfest-Maps. Die es sonst nicht gab. Der Kampf beginnt. Oder endet, je nachdem. Oh, der Weiß in der Mitte. Mann, kann mit mal Kraft in der Mitte sein. Naja, immerhin muss man sagen, haben wir immer unterschiedliche, also immer unterschiedliche Teams drin, da muss ich sagen. Nicht irgendwie das Mut gegen Mut kämpft, das gäbe es ja auch. Nein, es wird der andere, der mit dem, oh nein, nicht im Team essen müssen. Ah, der mit dem Fernblaster. Hä? Mit einem Profi-Klecks, okay. Wow, wer war das? Der Haihammer? Von wo? Wo war der bitte schön? Hab nicht mal annähernd gesehen. Schade. Das wäre ein abgelenkt, ich gehe mal ganz kurz rein da.
Wow, la 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 la. Oh Mann! Ja, so ist halt scheiße. Okay, okay. Ja, wir machen auch noch ganz auf die Schnelle noch eine Runde. Oh Mann, jetzt kann ich ihn weg. Ja, irgendwie auf der Map, weiß nicht, da finde ich irgendwie nicht das richtige Mittel. Wozu auch? Team Mood findet's ja. Oh, in der Mitte sogar noch schön. So. Arschloch haben wir noch gekillt. Ist schon krass, was diese Dinge ausrichten können, da. Eigentlich war jetzt Team Weisheit immer so, ja, wir haben das Ding gerockt, wir sind in der Mitte, wir haben über 40% und so, wir könnten es gar nichts. Und plötzlich das andere Team, ja, wir haben 2 gesammelt. Jetzt fähren wir einfach alles krass ein. Signalvorstoß. Ja gut, wir sind ja... Wir kriegen da auch ein bisschen was mit. Klar, wir sind jetzt nicht das eigentliche siegreiche Team gewesen. So. Sorry Kumpel, aber... Nee. Brauchen wir ein anderes Team, also einen anderen Partner. Jemand, der irgendwie auf Nahkampf gerade unterwegs ist. Was haben wir jetzt? 37 Minuten, oder? Das reicht aber auch. Also nach etwa 40 Minuten. Das finde ich ist super für so ein Special Part. Und in wenigen Tagen geht's los mit Tears of the Kingdom. Ah, wieder Mut in der Mitte. Wir können einmal Verteidigerkraft sein. Ginge das? Und in der Folge jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, es privat mal noch. Ja, noch mit dem Endzap, das könnte was werden. Oder die Kombi halt. So, kommen wir zu 2 down. Bei uns leider auch. Unser Team passt einfach nicht. Der andere stimmt einfach nach vorne, ohne ihnen was zu überlegen. Gut, aber vorhin ja auch. Also, wenn das nächste Mal drauf geht, warte mal ganz kurz, bis er respawnt, damit wir irgendwie was machen können. Einfach ein bisschen zu schnell unterwegs, der Gute. Kommt der plötzlich her? Entschuldigung! Ja, ich wollte ja gar nicht.
Er muss jetzt nicht mich killen, hey, wir sind Verwundete hier. Oh Mann. Ja, gut, da haben die Blauen gezeigt, was sie machen, wa? Gut, jetzt wäre eigentlich down gewesen, aber ey. Was soll's, Freunde. Im Grunde genommen ist es egal, Hauptsache die angreifenden Teams haben gewonnen. Und das ist der Fall. Oyasumi und der Michael. Yo, yo, wir nicken zu. Yo, yo. So, das war's dann also mit diesem kleinen, sag ich jetzt mal, Vorgeschmack auf das nächste Zelda-Abenteuer mit Tears of the Kingdom. In wenigen Tagen endlich ist es soweit. Wir können da endlich loszocken. Natürlich wird es, wie bereits erwähnt, in diesem Kanal dann auch ein Let's Play davon geben. Wie es auch bei anderen Zelda-Spielen, also vielen Zelda-Spielen so war. Vor allem bei den letzten Releases, eben nach Breath of the Wild, Skyward Sword HD, Skyward Sword Hero Modus, Ocarina of Time, Majora's Mask 3D, The Wind Waker HD, Twilight Princess HD etc. Da waren einige, die mittlerweile dazugekommen sind. Dann sage ich an der Stelle mal vielen Dank fürs Zusehen und euch an natürlich auch noch viel Spaß hier bei dem Splatfest. Die auch noch mitmachen. Kraft, Weisheit, Mut. Was ist es, wonach du strebst? Ich glaube, ab Freitag, also ab Release des Spiels, brauchen wir vor allem Mut. Und noch ein bisschen Weisheit. Und vielleicht auch ein bisschen Kraft. Also eigentlich streben wir nach allem, wa? Naja. Wie dem auch sei, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Splatoon 3 oder eben dann bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bye bye.